und wir sind an als echt Zoom Telefonskonferenz an ganz ungewöhnlichen Umständen. Tilly Metz, Marc Angel ist die froh, dass dabei sieht. Dabei ist auch der Marc Bojusch von unserem Büro, den Technik für das Gespräch assuriert, an Forscher, auch vom Büro vom Europaparlament an. Wir schätzen zusammen über die aktuell, wie gesagt, ganz ungewöhnliche Situation, politisch, die wir erleben. Es gibt online per Scan aufgestimmt über Mesuren zum Covid-19. Tilly Metz, worüber hast du aufgestimmt, wie ist das gegangen? Wie hast du aufgestimmt? Es sind also 3 Sachen, die wir den Morgen aufgestimmt haben. Die ich online, wenn ich so kann, also für den müssten rausprinten, die Bulletin de Vote, und dann den anderen müssten scannen. Ja, das waren 3 Sachen. Erstens ein Maßnahme für das Investiment können gemacht gehen für das Gesundheitssystem, und aber auch für die Mittel- und Kleinbetriebe, und aber auch für all die Arbeiter, die da an Risk sind, für die können finanziell zu unterstützen. Da geht es um 37 Milliarden, die so können freigesetzt gehen. Und dann also aber auch vom Fonds Sozial laut Möglichkeit, dass der Bereich für den Fonds Sozial kann wirken, Milliarden, das heißt, dass den da auch so Urgenzen vom Gesundheitssystem kann man abbauen und noch den Fonds, da kann mobilisieren für Suchen freizugehen für Gesundheitssysteme und so paar Urgenzen. Und dann ist aber auch eine Reglementation geholt gehen par rapport zu den Flughäfen, zu der Reglementation zu den Airlines, für dass man keine sogenannte Ghost Flights haben, für dass das Flughafen die Linien, diese zugeschriebene Quote können aufrechterhalten, als am Regelfall immer nehmen so, dass sie dann noch die Linie müssen benutzen, dass effektiv müssen fliegen und dann Fluss sind, für das aber zu vermeiden, dass du idle Fliegern durch der Fliehen, als du eine extra Maßnahme geholt für die Periode zu erweitern, für zu vermeiden, eben dass idle Fliegern durch die Landschaft nach sollen fliehen. Das waren die 3 Hauptmaßnahmen, die so geholt sind, und die man online gestimmt haben. Natürlich. Du hast du viel gestimmt. Natürlich immer die Mesure d'urgence unterstützt, weil das nur wichtig, dass man wie gesagt Gelder freisetzen und noch andere Maßnahmen holen, für der Krise, der Covid-19-Krise entgegenzuwirken. Marc, soweit ich weiß, hast du auch viel gestimmt. Die Lützebäuer Europadeputierten haben auch für die 3 Mesuren gestimmt. Es gibt ein Moment ausgezählt, das ist wie das ganze Europäische Parlament aufgestimmt wird, das wir sehen auch nicht. Kann ich aber davon ausgehen, dass es faktisch Richtung Unanimität wird gehen. Oder auf jeden Fall, dass das Wort ziemlich klar wird sehen, als das ein Moment für die Europäische Union, für die Europäer, für zusammenzustehen. Ich meine, das ist so wichtig, dass Europa zusammensteht. Europa muss mehr wie je zusammenstehen, weil wir haben gesehen, am Anfang können die Länder verschieden egoistisch Decisionen geholt, verschiedene Länder an, sie sind selber auf die Grenze gestoßen. Wir haben da man von der Leyen hier redet am Europaparlament noch gelauscht hat, und sie hat auch gesagt, dass kein Land, egal wie groß das, kann die Krise allein meistern, kann allein genug Material herbeizaubern von sich aus seinem Land. Also ist es wichtig, dass Mesuren geholt gehen, dass Frühen weitergehen, denn der Binnenmarkt muss funktionieren. Das ist immens wichtig. Und dafür fand ich es gut, dass wir heute die Diskussion haben am Europaparlament, dass wir auch die Worte holen. Tilly hat es ganz gut erklärt, ich brauche sie nicht zu wiederholen. Ich erlaube mir vielleicht just kurz den Voting-Zettel zu weisen. Das ist eine neue Methode. Wir haben eine Bulletin de Vote gekriegt, die füllen wir raus und schreiben dann. Und dann scannen wir oder mit einem Foto schicken an eine extra E-Mail-Adresse zurück vom Europaparlament. Und darf nicht mehr von unserer offiziellen Europaparlaments-E-Mail aus geschickt gehen. Dann ist das Wort gültig. Und das ist wichtig, dass das Parlament funktioniert. Der Präsident Sassoli hat dadurch betont, eine Demokratie darf nie eine Pause machen, muss weiter beschafft gehen. Und es gibt halt die technischen Möglichkeiten. Und ich bin froh, dass die gehen. Und voilà. Tilly, ich will mit dir auch ganz kurz auf die von der Präsidentin von der Leyen zurückkommen.
du warst ja an der Vergangenheit, wir erinnern uns, du hast gegen Ursula von der Leyen gestimmt, für Kommissionspräsidentin zu sein, also was relativ skeptisch, was die Nominierung gegangen ist. Wie bewertest du dann die Rede von Ursula von der Leyen an der aktuellen Situation? Ich fand, das war ein stark Ried von der Madame von der Leyen, wo sie ganz klar darauf hingewiesen hat, was die Europäische Union alles gemacht hat. Das wohl am finanziellen Bereich, am ökonomischen Bereich. Wir müssen aber auch so, dass darüber hinaus auch ganz viele Maßnahmen wirklich am Gesundheitsbereich geholfen sind. Dass den Lo zum Beispiel gemeinsam Ausschreibungen gemacht wird, für schnell Material, Masken und andere Sachen zu kriegen. Tut den aber auch zum Beispiel schon darauf angegangen, alles was Maßnahmen auf den Grenzen, dass den du gemeinsam Guidelines hat, dass verschiedene Länder auch ein Green Line, also ein Green Line gemacht haben, für das wirklich Medikamente und andere Material für die Spitäler nicht schnell durch Grenzen können gehen, dass du korrigieren. Es sind Maßnahmen getroffen für Passenger Rights, also für wirklich auch alle Passagiere, dass die auch so von der Reisen, dass die auch remboursiert gehen. Es sind Maßnahmen geholfen, schon viel so zum Niveau von den Flughäfen. Das für die erste Kehr, und das wird sie auch ganz gut gesagt, wirklich einen europäischen Stock von Material, das wirklich da kann an die Regionen gehen, wo der meiste gebraucht wird. Also sie hat wirklich ein stark gehalten, aber mir auch gut gefallen hat, dass das klar gesagt wird, Grenzen zu machen, also keine Lösung. Au contraire, wir müssen Solidarität weisen, wir müssen zusammen schaffen, und das nicht, an dem wir Grenzen zu machen. Bei mir selbst geschieht, gesehen ihr mich noch? Wir sind dir nach ganz gut, ja. Okay, bei mir was Bild immer fort geschieht das mit HCD gesehen mich nach. Das heißt auch hier zu sagen, dass Grenzen so meiner Fall keine Lesung der sehen. Ja, das ist schon ein stark kreiert. Da muss ich so schon noch nicht auf der Erklärung von meinem Wort von Demos-Trikot und außer du hast so ein Foto so. Ich fand dann aber muss ich wirklich so, das war ein stark kreiert, wo so wirklich gewissen wird, was der Rolle von der Europäischen Union ist, nicht nur am wirtschaftlichen Bereich, mit gesagt auch am Gesundheitsbereich, und auf ganz vielen anderen Niveau von der Recherche und so weiter, auf ganz viele Niveauen, wo eben Guidelines ausgeschafft gehen, so mobilisiert gehen. Also ja, sie ganz zufrieden mit der Rede. Das wollte ich auch dazu fragen, an der Rede ist auch gesagt, naja, das auch Zeit, das zu beweisen, dass die Europäische Union nicht nur eine schevierte Union ist, aber gesagt, dass die Krise aktuell erleben, die größte Krise, also die größte Belastung für den europäischen Kontinent sind im Zweiten Weltkrieg. Am Tilly wurde du geschwert a ganz kurze Zeit sind op einmal Grenzen zugang. Das politische Signal, was davon ausgeht, hat das auch 25 Jahre Schengen Jubiläum kurz an dieser Zeit eine gewisse Ironie, wenn ich das so kann sagen. Welche Bild gibt für dich effektiv macht die Europäische Union an den letzten Tagen auf? Und wie wichtig ist es dann noch zu weisen, dass effektiv die Union noch eine Krisenzeit proposiert gehen. Tilly hat eine Reihe aufgezählt. Ich will nach so zum Beispiel Regeln, für dass man mehr flexibel die Tage gehen, einen ganzen Stock aufzubauen und dadurch teilweise ganz finanziert von medizinischem Material, von Masken, von Beatmungsapparaten und so weiter. Und sie hat gesagt, wir müssen aus der Haie-Krise lernen und wir müssen den Haie-Sturm überwinden, dass von den nächsten Stürmen können, dass wir dann mehr stark durchstehen. Sie hat auch Solidarität geschwärzt und ich fand doch bemerkenswert, sie hat sogar Estland spezifisch nimmt. Sie hat letztlich nimmt, dass wir helfen Patientinnen und Patienten aus dem Grand Est, aus dem Alsace, hier auf Lützeburg schulen. Und ich meine, das sind Beispiele für Solidarität, die auch nicht darf unterschätzen. Die Europäische Union ist und bleibt für mich auch immer eine Solidarunion. Und ich meine, das ist wichtig, dass das auch in der Strache ist, an der Riertei von der Madame von der Leyen. Und sie wird auch natürlich vom Day After, wie die Krise rüber ist,
wie man da muss weiter schaffen. Ich meine, du könntet für allem auf der Europäischen Union und wie ein Regeln sie möchten. Und du musst Sachen ändern. Und da haben wir ja auch die Konferenz über die Zukunft von Europa, die angekündigt war. Und ich meine, die Konferenz über die Zukunft von Europa, die kennt so eine ganz andere Licht. Du könnt die ganzen Erfahrungen von der Corona-Krise müssen dort abzugehen. Und wir müssen das Europa festigen. Und wir müssen versichern, die Nationalismen an die nationalen Egoismen so klein wie möglich zu halten, weil das also eine Krise, die keine Grenze kennt, an eine Krise, die kein Land allein kann lesen, sogar nicht die größten Länder an der Europäischen Union. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Format werden, an diese Krisenzeiten, das Gesprächsformat beibehalten. Wir werden dann noch über die Zukunft schwätzen. Ich gehe mit einer persönlichen das Gespräch beenden. Ihr spielt just und geht mit einem Satz oder maximal 2 Sätze antworten. Vielleicht mach du als Sicht, wie erlebst du persönlich das Krise, die man erleben möchtet, etwas mit dir persönlich meditativen Impact, wenn ich das so kann, merkst du, stellst du für dich persönlich eine Priorität fest, weil das ist definitiv so, dass der Business as usual ganz stark auf Standby gesagt wird. Aber erstens mal, das ist eine Zeit für Besinnung. Besinnen sich aber viel auf Sachen, dass sie vielleicht ganz viel überflüssig Sachen gemacht werden und dass sie denen nicht brauchen werden. Das ist mal ein Punkt. Und dann versichern ich so viel wie möglich die Aktualität zu suivieren, an meiner Arbeit so viel wie möglich weiter zu feiern, mit meinem Team, mit meinem Mitarbeiter. Und ich versichere natürlich auch ältere Leute bei mir an der Straße, an Leute, die ich kenne, zu helfen. Ich gehe Kommissionen, man muss ja auch Bewegung haben. Das mache ich viel. Und ich profitiere selber. Ich habe noch nicht so gesund gelebt wie ich, weil ich alles selber koche. Ich meine, das ist klein positiv an dem ganzen, an der ganzen großen Krise. Mit Besinnung und einfach auch Besorgnis an gucken, und wir müssen alle zusammenhalten und die Krise zusammen lesen. Mach ich gesehen, der Bild das verschwunden. Logisch immer nach ganz kurz zum Schluss, Tilly, also für den Job eine Zeit von der Besinnung. Also das ist eine Zeit wie noch ganz schnell an einer anderen Situation, die man als 4 und 3 Wochen einen Monat mal nicht konnte feststellen, ob ich mal hingerutscht ist. Das klar war eine Begegnung mit sich selber. Ich muss nicht noch nie so viel daheim wie da lo, an meinem Büro daheim. Und auf der anderen Seite muss ich einfach auch sagen, also schon auch berührt von der Solidarität, die in do kanalieren, das heißt im Niveau auch von den Leuten ganz nah rundherum, die aber über 10.000 Leute, die sich da auf Kopfshops gemeldet haben. Ich denke, das sind noch ganz immovant, wo ihr gesagt habt, Solidarität aber noch immer dabei ist. Und dann eine wichtige Herausforderung für die Zukunft, gesehen ich aber auch ganz klar, die ökologische Transition ist für mich durch die Covid-19-Krise irgendwie mehr wichtig. Und es gibt ganz wichtig, auch die Leute kann nur zu sagen, dass dieser ganze Lebensstil, das wir uns wirklich müssen auch vorstellen. Und ich wünsche mir, dass wir nur nicht Business as usual machen, dass wir eben just auch den Lehrer können herstellen zwischen der Krise und der Wichtigkeit von der ökologischen Transition. Ich will kurz bleiben. Marc, ich gesehen, du kriegst Besuch. Ja, das ist eine logische Kommission, die sicher kommen. Wir sind aber im Dorf. Ja, okay. Der Dienst ist gut, dass Mensch, Tilly gesagt hat, das ist alles richtig. Ich meine, der ganze Neoliberalismus in Europa, den ist so endgültig tot, und wir werden müssen zu einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft zurückkommen. Und der New Green Deal, Tilly sieht, den darf nicht zu kurz kommen, den darf nicht am Tiran gelöscht werden. Ob das als feier einer Lützeburg Europadeputierten auch so gesehen werden, wir dann Isabel Wiesler-Lima an Charles Görens beschwätzen, Marc Angel an Tilly Metz, so eine ganz dicke Merci, dass dir Zeit hast. Merci Marco nach für die Regie am Hintergrund und bon Courage für das ganz gelungene Zeiten, die wir da zusammen erleben. Bis gespannt. Merci, ciao, ciao.